YouTube の皆さん、こんにちは。今日も上級ドイツ語会をやりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。字幕を作ってありますので、ぜひ字幕をつけてください。で、今日のゲスト、どうぞ。Hallo, Hallo! ich bin's, Martina. Das ist meine Freundin Martina und Martina hat sehr lange im Ausland gelebt und genau, du hast Kinder. Ja, ich habe 2 Söhne. Die sind in Singapur geboren und in Singapur haben wir erst nur Englisch miteinander gesprochen. Okay, gut. Und wir sind dann später nach Japan gekommen und in Japan waren sie auch in der japanischen Schule. Und kurz danach sind wir nach Dubai und ich dachte mir, es ist sehr schwer jetzt das Japanisch weiterzuführen und wir haben sie in Dubai auf die deutsche Schule Dubai gesetzt. Okay, cool. Also deine Kinder sprechen Japanisch, Englisch und Deutsch. Welche Sprache spricht man in Dubai? In Dubai sprichst du auch Englisch? Ah, okay. Okay, cool. Dann die Frage, wenn man im Ausland lebt, was hast du für Strategien, um Deutsch zu lernen? Oder genau, was hast du für Strategien, im Ausland Deutsch zu lernen? Was wir gemacht haben ist, wir mussten jeden Tag die Kinder ungefähr eine halbe Stunde zur Schule fahren. Und wir hatten so ein kleines Video für die hinteren Sitze. Und ich habe den Kicker downgeloadet von Deutschland. Das ist ein Kindernachrichtensender für deutsche Kinder und das ist von jungen Erwachsenen gemacht. Und die Kinder haben sich das immer angeschaut. Oder auch, es gibt auch eine andere Sendung, aber ich habe jetzt den Namen vergessen. Den linken wir nachher später. Und zwar gibt es da wissenschaftliche Erklärung für Kinder. Oder wir haben die Sendung mit der Maus. Also, und damit habe ich sie unterstützt. Genau. Also das Hörverständnis ist im Ausland sehr, sehr wichtig. Bevor man spricht, zuerst hören ist sehr wichtig. Und auch wenn ihr in Japan wohnt, auch wenn ihr in Singapur wohnt, auch wenn ihr in Dubai wohnt, wenn ihr Deutsch lernen wollt, dann das ist auf jeden Fall total möglich. Und die TV-Serien, die werde ich hier unten hinfinden. Also wenn ihr auf Deutsch Videos gucken wollt, dann schaut bitte rein. Was ist mit, wo hast du Bücher zum Deutschlernen gekauft? In Singapur, in Dubai, in Japan? Also in Dubai, da gab es eine deutsche Frau und die hat Bücher an der deutschen Schule verkauft. Und außerdem haben wir natürlich unter uns Frauen Bücher ausgetauscht. Ja. Und es gibt Amazon. Auch in Dubai und natürlich auch hier in Japan und darüber haben wir das bestellt. Und wenn die nicht direkt lieferbar waren, habe ich das vielleicht, zum Beispiel, ich habe auch in Neuseeland gelebt, da mussten wir bestimmte Bücher, die wurden nicht nach Neuseeland gesendet und da gab es eine Adresse in den USA zum Beispiel, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, also die Sache ist, wenn ihr im Ausland seid, ihr könnt euch auf jeden Fall Bücher bei Amazon bestellen. Ich werde hier unten noch ein paar Empfehlungen reintun. Aber was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt euch Bücher ausleihen. Auf Facebook gibt es viele Gruppen von Deutschen, die im Ausland leben und die dann untereinander deutsche Bücher tauschen. Das ist vor allem für Studenten eine sehr gute Möglichkeit, um günstig an deutsche Bücher zu kommen. Und was ihr auch machen könnt, was ich euch sehr empfehle, wenn ihr im Ausland lebt, ist, ihr könnt euch einen Kindle kaufen und mit dem Kindle könnt ihr Bücher herunterladen, weil diese E-Bücher, die sind immer ein bisschen billiger, als wenn ihr euch jedes Mal die Bücher von Deutschland nach Japan schicken lässt. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, was ich dazu zu sagen habe, wir hatten in der deutschen Schule in der 5. Klasse, ich glaube das heißt Wunschpunsch von Matthias Ende, ne? Und das sollte mal ein Kleiner lesen und das war unheimlich schwer für ihn. Ja. Und was wir gemacht haben, wir haben das als Hörbuch bestellt. Ja. Das heißt, wir hatten das Buch und dann gleichzeitig haben wir zugehört. Ja, natürlich also kann ich das lesen, aber manchmal, wir Mütter haben manchmal nicht so viel Zeit und die müssen weiterkommen in der Schule und die haben sich das dann über das Hörbuch angehört.
Also wenn ihr Deutsch lernen wollt, ihr könnt auch sehr gut Hörbücher. Also es ist sehr, sehr wichtig, zuerst hören zu lernen. Weil je mehr ihr Deutsch versteht, desto besser und desto einfacher wird es, Deutsch zu sprechen. Also schaut bei, es gibt auch schöne Hörbücher. Das heißt, wenn ihr in Japan seid und mit der U-Bahn fahrt, dann könnt ihr halt immer irgendwie schöne Bücher hören. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Was ist mit der Schule? Waren deine Kinder auch in Japan in der Schule? Oder? Ja, die waren hier auf der deutschen Schule Tokio Yokohama. Ah, okay, schön. Und die haben Kindergarten. Auch, was ich dazu sagen wollte, wenn die noch ganz klein sind wir in deutsche Spielgruppen gegangen und Krabbelgruppen. Und natürlich der deutsche Kindergarten ist auch wichtig. Deutsche Schule, dass du einen deutschen Umgang hast, dass Leute findest, die mit dir Deutsch sprechen. Ja. So zum Beispiel ein Coffee Club oder also Ja. wo man sich trifft am Samstagmorgen oder so. Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig, dann als nächstes, wenn man gut hören kann, dann auch Deutsch zu sprechen. Und wenn ihr im Internet schaut, es gibt sehr viele Gruppen für Deutsche, die in Japan leben oder meinetwegen auch für Japaner, die Deutsch lernen wollen. Das ist kein Problem. Sucht nach Möglichkeiten, wo ihr Deutsch sprechen könnt. Genau, Gut, genau, gut. das ist ganz wichtig. Ja. Was gefällt dir in Japan am besten? So, das Essen. Hast du irgendein Lieblingsgericht? Ich liebe eigentlich fast alles. Eins meiner Lieblingsessen ist Yakiniku. Yakiniku. Oder ich esse auch gern Sushi, ja. Ja. Was ist dein Lieblingsjapanisches Wort? Ich glaube, ich würde immer sagen Konnichiwa. Konnichiwa! OK! 今日はここまでにして最後までドイツ語でありがとうございます。でまとめするとどこに住んだってドイツ語を勉強したかったら本とか買っちゃえば、あとすごいいいのは耳で聞いてこの CD のようなものもすごいおすすめなんで、そのように、子供もドイツ語話せるようになったし、日本人ももちろんドイツ語勉強したかったらそれで話せるようになると思います。でどこで本買えばいいかっていうのも迷ったら下にちょっとこういう本はいいよとかちょっと載せますので、よかったらそれを確認してください。チュー